Kaffee. Oh, hab ich's vergessen, ich muss ja meine Stimme ein bisschen aufmachen. Du? Ah, du bist von da, stimmt. Sorry. Kopfvertelle komplizierter. Du bist doch ein Nettiger. Oh, sag mal noch Bilder. Da ist weit. Da ist weit. Da ist wirklich weit. Muss noch ein bisschen laufen. Kein Plan. Ich habe keinen Plan. Aber ich habe einen Plan. Ich habe sonst keinen Plan. Die frage ich nicht, du hast eh keine Ahnung. Entschuldigung. Du bist sicher fertig, gell? Ja, weißt du, wo ich da bin? Schau mal. Wer ernst? Was nicht? Ist doch so groß. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich finde das nie, glaube ich. Weiß nicht. Ah, no, schau ich halt weiter. He? Du, also, Fabienne, ich weiss ja nicht, was das soll, ob das etwas wird heute so mit dem Guckerzeitchen 2022. Ich habe gehört, die haben scheint neue Leute im Schauspielensemble, sie haben eine neue Liveband, irgendeinen neuen Regisseur, irgendwie ein Bühnenbild ist, glaube ich, etwas anderes. Also ich bin echt gespannt, ob das etwas wird heute. Ja, ich hoffe, es wird einfach nicht allzu lustig. Was? Wieso nicht allzu lustig? Das Guckerzeitchen soll lustig sein. Ja, aber du weißt doch, Lachen ist ja ansteckend. Und in der heutigen Zeit mit Corona und so. Ich finde Corona-Witz sowieso geschmacklos. Apropos geschmacklos. Hey, gestern beim Mittagessen, ich habe nichts geschmeckt. Oh nein, hast du Covid? Nein, meine Frau hat gekocht. Also weißt, aber das Corona-Thema ist wirklich nicht so lustig. Wenn du heutzutage im Flugzeug hustest, dann ist das wie wenn du früher auf dem Flughafen Arabisch geredet hast. Das stimmt. Ja, die Corona-Geschichte, hey, ich bin so froh, ist durch. Und weißt du was, ich habe jetzt wirklich während der ganzen Pandemie nichts gehabt. Ich bin richtig gesund, ich habe so eine Hausmittlung, das ist im Fall super. Ja. Das, kennst du das? Nein. Also, du musst einfach so eine Chili-Schote nehmen am Morgen, dann verreibst du die zwischen den Fingern, bis nur noch ganz kleine Brösmeli hast, bis wirklich alles verreiben ist. Gut, es nützt zwar nicht gegen das geschissene Virus, aber du lenkst dir mit den Fingern garantiert den ganzen Tag wieder ins Gesicht. Ja, und weißt du, das mit diesen Masken, die alle so schlimm gefunden haben, ich habe das eigentlich noch ganz lässig gefunden. Was? Wieso das denn? Ich habe es die Nacht durch immer in Alkohol eingelegt. Hast du übrigens gewusst, dass die Entscheidung des Münchner Oktoberfestabsagen vom OK einstimmig angenommen worden ist? Das habe ich nicht gewusst. Wie ist dazu gekommen? Es hat einer vom OK gesagt, sie sollen sich doch alle mal bildlich vorstellen, wie das ist. Wenn Tausende von Menschen probieren, ins Gebüsch zu kötzeln und dabei noch eine Maske vor dem Gesicht haben. Nein, Fabienne! Oh! Nein, Fabienne, wirklich. Oh, das ist grusig. Das ist richtig grusig. Das ist wie dein Haushalt. Du, gell? Hallo? Wie läuft das eigentlich während der Corona-Pandemie mit deiner Putzfrau? Ja, das ist super gelaufen bis jetzt. Sie hat Homeoffice gemacht und hat nur über Zoom Anweisungen gegeben, wo niemand muss putzen. Super. Oh, schau mal, ist das nicht Familie Krohn dort hinten? Ja, mit der Großmutter. Du meinst mit dem Omikron? Ja, genau. Aber jetzt geht's gleich los. Warte jetzt. Meinst Jetzt soll es losgehen. du? Soll es losgehen? Okay. Weißt du, Jetzt soll etwas losgehen. Okay. Oh, es geht wirklich etwas los. Wir kommen zur Ziehung der Corona-Zahl. 12, 32,
22, 17, 3, 34 und die Zusatzzahl 5. Jawohl, super! Schon wieder kein Treffer und mir jetzt wieder nicht verrutscht. Leck, bin ich froh, ey. Und weißt du was? Ich bin froh, haben wir das Corona-Thema jetzt abgehökelt und können da oben genießen. Genießt's. Mesdames et Messieurs, liebes Publikum, Leute von Ettingen, von außerhalb und sogar die Leute von Terwil. Herzlich willkommen bei der Point de Presse, also bei der Pressekonferenz von Kuckerzittli in Ettingen. Heute ist ein guter Tag. Nicht, weil es draußen ist warm oder weil es jetzt dunkel ist und man sieht die Dorf Terwil nicht mehr. Nein, heute, es findet endlich wieder statt, unsere legendäre Kuckerzittli. Wir haben eine Pause gemacht. Viele Leute, sie denken, es war wegen des Coronavirus, wegen der Pandemie. Aber es stimmt nicht. Wir hatten einfach keine Idee, um die Kuckerzittli zu machen. Also, wir haben gemacht eine Pause. Jetzt aber, wir sind wieder da. Mit neuen Leuten, mit motivierten jungen Leuten und Toni. Und le plus important, die wichtigste, mit einem neuen Chef. Ich hoffe, Sie lassen sich von den Inspirationen von unserem Ensemble überraschen. Wünschen Ihnen viel Spaß und dass die Muskeln von die Gesicht sie bringt wieder ein wenig zu lachen. Merci. Vielen Dank, Herr Berse. Wenn jetzt noch Fragen sind, dann können sie jetzt gestellt werden. Ja, Peter Gutzwiler vom 99 Wurster Brotblatt. Wird während der Vorstellung serviert? Nein, wie immer, es ist nicht erlaubt zu servieren während die Vorstellung. Aber es ist natürlich erlaubt zu bestellen, bevor die Vorstellung es geht los. Auch klar ist, in der Pause, Sie können nach dem Pipi machen, wieder bestellen für den zweiten Teil. Ja, Marie-Therese Dellenbach vom Oberwiller Schnackenfötzel. Ja, Herr Bundesrat, müssen wir Masken während der Vorstellung anlegen? Mais non, die Pflicht von die Maske, es gibt nicht mehr. Auch die Zertifikat, Sie müssen nicht mehr zeigen. Es ist klar. Aber es ist wichtig, dass Sie respektieren, wenn Leute eine Maske tragen. Weil Achtung, die Virus ist immer noch da. Aber es ist klar, die Lage ist noch ernst. Nicht so ernst, aber es ist immer noch ernst. So, c'est fini, fertig mit Fragen. Es sollte alles klar sein. Une chose, eine Sache noch. Vergessen Sie bitte nicht, die Mobiltelefon, wenn die Vorstellung fertig ist, wieder einzuschalten. Sonst schimpft Ihre Frau, weil Sie sind nicht erreichbar. Jetzt, wir wünschen Ihnen viel Spaß mit die Kuckerzittli 2022. Gang ich ins Dorf da auf dem Land, ist immer etwas los. Man macht ein Schwätzchen miteinander und grüßt auf der Straße. Man freut sich das ganze Jahr schon drauf und weiss, ist gleich so weit. Die Fasnacht steht bald vor der Tür, es ist endlich Kuckerzeit. Fasnacht steht bald vor der Tür, sie ist
wer mit wem und wo, dann hören wir gut zu. Wir reden drüber heute und da und gern noch lange in Ruhe. Ein Schnitzel, Wanke, Rahmenstück, Musik ist famos. Am Guckerzeit Sättigen ist immer etwas los. Am Guckerzeit Sättigen ist immer etwas los. Was ist denn das für ein Seilraum da? Wir kommen jetzt da. Ja, aber wir haben jede Woche um die Zeit hier vor. Was macht ihr jetzt? Ja, können wir etwas zusammen machen? Ja, dann probieren wir doch das einmal. Also, kommt. Machen wir Platz. Ab, schneller lesen. Vorwärts. Was? Worum auch handeln? Denkt dran, wenn man nur schwätzen kann. Wir wissen leider noch nicht mehr.
ist ein Durchsage vom BAG. Von Raiffeisen meint eingangs nickt, der Schaden ist noch lang nicht geflickt. Der Vinzenz hat ja ziemlich geschickt auf unsere Spesen rumgesoffen. Wir haben bis jetzt keine Glanzidee, ist eine Durchsage vom BAG. Basel-Stadt und Basel-Land sind wieder näher beieinander. Man merkt halt in den schweren Zeiten, Halbschuhe hat's auf beiden Seiten. Es ist gar nicht klar, wo jemine, ist eine Durchsage vom BAG. Zwils Tokio, der Parmelin, mit dem Kaiser einen Das Logi streikt, drum geht's am 9 mit dem Ueli Murens 9. Die Gescheiten wissen schon, was es geht. Passet aufs Portemonnaie, ist eine Durchsage vom BAG. Durch Burgener bretscht in ein Jass, der Bauer von Trumpf aufs Eckenass. Der Tage lacht, der geht an mich, ist nämlich oben runter gsi. Achtung nochmals BAG, zum Schlitteln braucht's ein bisschen Schnee.
er gefragt, was kostet die Nacht? Dazu meint's BAG, gegen Filzsüß hilft Kamillentee. Das so sind zwei Freiheitsreichler. Die beiden sind so Schwurbler-Streichler. Am besten schlägt man da ums Helle, zuerst in die Glocke, dann in die Schelle. Zum Schluss kommt nochmals BAG, das Praliné geht ganz weh. Ich habe noch einen neuen Vers, aber er ist von heute oben. Ich muss ihn zusammenknübeln zuerst. Aber ich will ihn singen, weil er ist für euch. Die Frau Thüring schreit zu der Frau Stöckli. Ich habe schon wieder ein frisses Röckli. Sind Sie doch froh, schreit Stöckli zurück. Ihr Mann hat wenigstens noch Druck. Leider nicht, hörst du, wie Frau Thüring schreit. Ich bin wieder in eine Baustelle gefallen. Salut zusammen! Die habe ich schon gefragt, gell? Du hast keine Ahnung gehabt, gell? Die ist schon gefragt. Hast du keine Ahnung, wann ich da bin? Du hast auch keine Ahnung. Verrückter. Das Dorf ist so groß. Wirklich echt schon ein richtiger Dorf. Keine Ahnung. Du hast eine Brille, du siehst intelligent aus. Meinst du? Oh, Scheiße! Angst! Fast nicht vorstellen. Alles kein Wetter, keiner kann mir helfen. Dann ist das noch so hell. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht, ja. Das ist auch nicht gut. Ja, noch, wirklich halt weiter. Irgendwann finde ich es schon.
Hey, sagt mal, sollten wir mal die Fenster vom Schulhaus putzen? Ja, ich denke schon. Aber weisst, ein bisschen Privatsphäre ist auch wichtig. Du, sag einmal, was isst du da eigentlich? Ein feines Schinkensandwich. Ja, ich seh's. Du bist eine eingefleischte Vegetarierin, du. Apropos Vegetarier, wisst ihr, wie man den Kindern von den Veganern sagt? Sprössling! Ja, aber gell, zu viel Fleisch ist dann schon auch nicht gesund. Stimmt. Ich war der Letzte beim Doktor. Ja, nein, was hat er gesagt? Das macht 50 Franken. Nein, was hast du gehabt? Ja, eben nur 20 Franken. Nein, was hat dir gefehlt? Sag 30 Franken. Oh, das hat keinen Wert. Apropos Wert und Rechnen. Also mein Sohn hat während dem Lockdown 3 Monate lang nicht in die Schule dürfen. Du, der hat sich Freude daran gehabt. Nicht die haben so Homeschooling gemacht. Weißt du, alles am Computer. Also Geschichte und Sprache und Mathe. Hey, alles am Computer. Mathe ist spannend. Habt ihr gewusst, dass in der Schweiz 4 von 3 Leuten nicht richtig rechnen können? Das ist alles relativ. Apropos relativ. Hey, die haben in dem Homeschooling sogar Relativitätstheorie durchgenommen. Ui, das ist auch noch anspruchsvoll. Was? Die Relativitätstheorie kann ich dir auch erklären. Los, mir. Von mir daheim bis zum Bahnhöfli, da hast du 10 Minuten. Aber dann vom Bahnhöfli wieder zu mir heim, da brauchst du eine Stunde. Das ist alles relativ. Du, so von wegen Bahnhöfli und so. Kann das sein, dass du wieder zugenommen hast? Hey, wer schafft, muss essen. Dort sollten wir drei aber Magersucht haben. Du, aber hey, ich habe meinen Winterspeck verloren. Ich habe jetzt auf die Frühlingsrolle. Aber ja, da hast du recht, vielleicht habe ich 1-2 Pünktchen zugenommen. Ich sag mir halt jetzt, Früchte sind gesund. Und solange die Gackerbohnen auf den Bäumen oben wachsen, ist Schoki eine Frucht. Apropos Frucht und Früchtli. Weiss irgendjemand, wo unsere Lehrtochter angekommen ist? Hey, ich habe sie geschickt einkaufen. Wo? Im neuen alten Läden oben? Ja, genau. Hey, das ist super, das musst du nie anstehen. Aber sollte sie denn nicht schon langsam zurück sein? Oh, ich weiss es. Vielleicht ist sie beim Joshi noch gar einen Döner holen. Wisst ihr, wie man den türkischen Flug-Airline sagt? Dönermann! Oh, Entschuldigung. Hey, jetzt sag mal, wo bist jetzt du so lang gewesen? Hey, Sie haben im Laden keine Pfünderle gehabt. Da wollte ich zum Jäger. Was, keine Pfünderle gehabt? Jeder hier bei jedem Pfünderle? Nein, ich habe gefragt, ich müsste Pfünderle haben. Und dann hat es mir ein halbes Kilo geben. Das war mir dann auch zu viel gewesen. Und darum bin ich jetzt auf dem Weg in die Bäckerei. Ja, und sag mal, bist du jetzt schon beim Jäger gewesen? Hey, nein, ich habe sie nicht gefunden. Das ist ja kein Wunder, du hast die Karte verkehrt. Die musst du drehen. Ach so. Nein, umdrehen. Umdrehen? Jo. Oh, du musst auf die andere Strassenseite. Auf die andere Strassenseite? Jo. Wieso? Ich bin doch schon auf der anderen Strassenseite. Relativ. Oh, ich sage euch, Frauen. Was, Frauen? Ja, Frauen halt. Weisst du, was Frauen und Handgranaten gemeinsam haben? He? Nein. Ziehst du den Ring ab, bis Haus weg. Das ist so lustig!
Also, manchmal komme auch ich ab der Frauen nicht raus. Nein, der Letzte, meine Nachbarn, am 3 am Morgen bei mir Sturm läuten. Was? Nein, sag's euch, mir ist vor Schreck fast Sparmaschinen aus der Hand gefallen. Aber hey, jetzt, wo wir so unter uns sind, Ja. sag mal, wieso ist die Beziehung mit deiner Verlobten in die Brüche gegangen? Die anderen haben gesagt, sie haben Gründe in den Strumpfhosen. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, hat gar keine Strumpfhosen angehabt. So, komm, hey, jetzt haben wir genug geschafft. Jetzt gehen wir gut zu 9 nehmen. Gehen wir jetzt zum Pizzapauli oder gehen wir ins Bahnhof ja? Wir könnten auch zum Tati ins Corona-Stübli. Ah nein, das gibt's nicht mehr. In dem Sinne Stammgäste hocken jetzt alle im Pöpfzelt. Wisst ihr was, kommt? Wir gehen ins Bahnhöfli. Genau. Dort weiss man noch, was man hat. Relativ. Wo die Schwettigen nach Asch ist sicher rot. Du merkst, du bist jetzt schon wieder zu spät. Dürft ihr nach im Stau stehen, nur das Gras in Glandigo. Der Schlaue, der wartet, bis der Bus dort fahren. Vater muss hinten noch mit seinem coolen Kran.
In Ettigen gibt es eine Firma, die alle Fasnachtswege für die Ettiger Fasnacht nicht nur sponsern, sondern sogar bauen. Es handelt sich hier dabei um die 150-jährige Stöckli-Zitterkirche. Während von der Videostöckli mit Wirtschaftsleiter wissen, während sichergestellt wird, dass die Fasnächtler auf dem Wagen nicht kalt haben, wie werden die Wege isoliert. Holzisolation, so Holzflex zum Beispiel. Und macht ihr das alles allein oder arbeitet ihr mit anderen Firmen zusammen? Haben wir Lieferanten im süddeutschen Raum. Das ist eine Riesenarbeit. Müsst ihr Nachtschichten einlegen? Wir können normal arbeiten. Und wo sehen ihr die Herausforderung, damit ihr fertig werdet bis zur Fasnacht? Und hoffen, dass wir das Material haben, um die Arbeit auszuführen. Der Kaffee ist schon grauenvoll. Ist das wirklich Kaffee? Ja, mit viel Liebe braut. Hättest du statt Liebe gescheiter mehr Kaffeebohnen genommen? Ich kümmere mich wenigstens um deine Gesundheit. Wenn du zu starken Kaffee trinkst, kannst du die Nacht wieder nicht schlafen. Ja, hast du recht. Mein Arzt hat mir nämlich gesagt, dass ich absolute Ruhe brauche. Und jetzt? Er hat mir Schlaftabletten mitgegeben. Du solltest jeden Morgen nach dem Aufstehen eine nehmen. Was machst du eigentlich? Ein Kreuzworträtsel. Aha. Brauchst du Hilfe? Ja, Lebensende mit 3 Buchstaben. Ehe? Du bist aber ein lustiger heute, hä? Wieso gehen wir eigentlich nicht einmal fort und haben wieder ein bisschen Spass? Das ist eine gute Idee. Bevor du daheim bist, lässt du einfach das Licht brennen, gell? Du bist immer so gemein zu mir. Weißt du, der Brotmann, unser Nachbar, der gibt seiner Frau jeden Morgen einen Schmutz, bevor er arbeiten. Wieso machst du nie so etwas? Kennt doch die Frau gar nicht. Nein, ehrlich. Seit 27 Jahren verheiratet. Und wie lange muss ich noch? Du, sag mal, Schätzeli, hast du das Brot eigentlich selber gebacken? Ja. Man kann es nicht essen. Das ist kein Brot, das ist Körperverletzung. Das bringt einen ja um. Nimm doch gerade noch ein Stück. Nein, steinhart. Wenn du Brot von heute möchtest, musst du halt nächste Woche zu mörgeln. Das Brot hat überhaupt keinen Geschmack. Ja, dann passt es ja zu dir. Weißt du überhaupt, was es in einer anständigen Ehe zum Morgen gibt? Woher auch? Ich bin ja immer nur mit dir verheiratet gewesen. Gipfeli, Konfi, Eier, Orangensaft. Und das alles ans Bett serviert. Tönt super. Ich bleib liegen und du servierst. Sicher nicht. Hast du das noch nie gehört? Die Frau ist eines Mannes untertan. Ja, so vielleicht von einem Mann, aber doch nicht von einem Männeli. Hey, jo! Männeli, der! Hast du das Gefühl, ich gehe mit über 3 Promille ins Spital und wird dann wieder heimgeschickt, weil sie meinen, das Messgerät sei kaputt? Nein, wirklich. Männer haben die Hosen an. Ja, und wir Frauen sagen welche. Und überhaupt, wenn du jetzt so weitermeckerst, dann gibt es im Fall Trennkost. Du trennst dann also Eiweiß und Kohlenhydrat? Nein, ich trenne uns. Ich esse im Esszimmer und du im neuen Clubhaus vom FC Ettigen. Ja, ist schon gut. Du, der FC Ettigen ist übrigens schon im Alten Testament erwähnt worden. Wie meinst du jetzt das? Dort steht, sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher. Also dann passest du ja wirklich da hin. Komm, jetzt tun wir nicht streiten. Es ist so ein schöner Morgen. Jo, hast ja recht. Weisst du, was würde ich mir wieder einmal wünschen? Ich weiss es. Kommunion, wo die Musikverein Ettigen mitmacht. Nein! Wieder einmal schönen Sex.
Da habe ich eine gute Idee. Komm, wir spielen heute oben Feuerwehrrettige. Feuerwehrrettige? Ja. Ich sag, Kommando 1. Dann rennst du ins Schlafzimmer. Dann sage ich Kommando 2. Dann ziehst du dich ab. Dann sage ich Kommando 3. Und dann haben wir zusammen 6. Klingt das gut? Mhm, super. Und dann sage ich Kommando 4. Was soll das bedeuten? Mehr Schlauch! Mehr Schlauch! Wir sind Griesel und der Ministrant der Bub. Salut zusammen. Das ist seit längster Zeit wieder mal unser erster Gottesdienst. Vor voller Rang, ja. Wer nachher noch irgendetwas, so ein Seitending braucht und uns noch etwas will beichten, darf nachher gerne noch zu uns kommen. Vergelt's Gott. Lang ist's her mit unserer Narrenfreiheit, groß sind Freudeschrei. Weil endlich gibt die Regierung unsere Fasnachtsbühne frei. Wir hätten euch ja gerne Pointe reiche Vers vortreit. Doch leider gibt's seit 2 Jahren nur ein Thema weit und breit. Und wer begreift, dass das den Leuten jetzt langsam stinkt? Der Impfstoff, das ist Aachen, der Pixel neu in Noah. Mir freut's, dass ich im Impfzentrum noch einen Termin bekommen hab. Die Warteschlange für einen Schuss, die schudert mich bitz. Ein Bild wie in den 80er Jahren, dort mal auf dem Platz Schlitz. Und man begreift, dass das den Leuten jetzt langsam stinkt. Und auch die Maske, die ist mittlerweile eine weltweite Tracht. Es hat schon jeder Zweite mit dem Amtsarzt Luzis gemacht. Und wenn er die zum 10. Mal in Quarantäne steckt, dann stinkt's ein ganz gewaltig, auch wenn er gar nicht schmeckt. Und man begreift, dass das den Leuten jetzt langsam stinkt. Doch jetzt folgt eine neue Ära, die Pandemie, die ist vorbei. Endlich können die Menschen wieder froh und lieb miteinander sein.
Jeder kann jetzt Fasnacht voller Freude auf die Strasse tragen. Ausser bist ein armes Siech und hast ein Wackiswagen. Der Hansli kann jetzt jedes Jahr sein Geschlecht neu definieren. Verdient sie Geld als Mann, lässt sich als Frau früh pensionieren. Sie Frau meint da, das müsst man so halt täglich können nutzen. Dann könntest du als Tag arbeiten und am Oben für putzen. Das ist ein schöner, gell? Aber seine Locken sind nicht so schön wie meine. Der Gottschalk darf jetzt wieder moderieren. Man hat ihn aus dem Altersheim entlohnt. Der einläuft und 3 Tage lang balsamieren. Hat Locken wie Winchaka Strahlenlohn. Doch schwoben haben wir wetten, dass einmal ins Kühl kommt. Aus Angst, es steht auch plötzlich die Mama Merkel wieder da. In den Hand halten. Nach dem schlimmen Filmunfall beziehen wir jetzt Partei. Es ist schrecklich für den Baldwin, jeder macht ein Riesengeschrei. Wir stehen hinter ihm, da kann er sich auf uns verlassen. Wir wären schliesslich oben, würden wir noch vor ihm stehen. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Glory, Halleluja. Habt ihr auch so viele Bettler hier aus Derwil? Jedem hier ist Bettlerei bei uns im Land bekannt. Weil die Summen, wo er bettelt, werden sind exorbitant. Beim Clara Denner haut mich einer von der Seite an, ob ich ihm und seine Sippe das Leben finanzieren kann. Ich schau den Bettler an und sag, ich kenn dich doch, du Lappi. Du bist doch der Christoph, der Martullo, ihre Papi. Der dreiste Bettler sieht man, da ist der, der ungeniert sein gespendetes Bundesrotsalär schlussendlich doch kassiert.
Ihr dürft gerne mitsingen. Mit Grund und Recht steht's Grundrecht rechtlich auf einem festen Grund. Weil ohne Grund ein Recht im Grundrecht grundlos überkommt. Drum braucht's noch Grund fürs Grundrecht, dass sich's Recht begründen kann. Ach, was soll's auch, wir haben's Grundrecht auch nie gründlich gelesen kann. In der Pandemie, da wird halt das Grundrecht mal beschnitten. Und will einfach um die Freigabe vom Patent auf Impfstoff bitten. Dann muss man Eier zeigen, Drosch hat überreagiert. Und drum an Rostum grad die ganze Pfeife projiziert. Tommy, was haben wir rumspielen? Oh nein, schau wieder, spielt er wieder. Spielt er wieder an mir rum. Der glückliche Pfaff. Ich bin eifersüchtig. Grossrötgen auf Grossrot-Weiß, nur ein ist Basel blieben. Der Erik Weber täubelt, wie wild am Perron 7. Die Wählerschaft vom Erik Weber fühlt sich da betrogen. Sie haben ihn schliesslich gewählt, nur zum die anderen Grossröts zu pflogen. Schwerlich gespielt. Warte, ich finde den Pass halt nicht. Für einen Moment, ja. Der Berse ist mit seinen Eskapaden, der Bundesrat mit Überdruck im Schluch. Der Schwarzwald Casanova lehrt Gonade, erpresst vom Eigensaft im trächtig Buch. Sie Frau hat ihn verloren, sie sagt, wer platzt, drum hat er so. Beim Beizen Lockdown als Ventil, Bordell noch offen gelassen. Joe, der Mittagsschlaf am Nachmittag, Zahnreich Joe, Schnarchli Joe, zum Klimagipfel das Bett mitgenommen. Dazu hat der Walter noch schon mit dem Menzi reingenommen. Taktik Joe, was machst du mit Afghanistan? Jihad Joe, Bist du ein Taliban? Runaway Joe, alle Waffen dort Klo. Immerhin sind Lager mir die Waffen dort ohne Bier. 20 Jahre, Besetzung hat sich gelohnt, sich wahr. Sie vertreten dort längst westliche Wert.
Die Männer tragen Röcke und moderne Hipsterpferd. Mango Americano. Vielen Dank. Vergelt's Gott. Genießen noch den schönen Abend. Kommt am Sonntag vorbei, kann beichten. Das heisst, ihr könnt jetzt Gas geben. Wir sehen uns am Sonntag. Ja, Moment. Also die Predigt wäre ja jetzt eigentlich am Ende. Aber wer noch einen hören will, hebt seine Hand. Also wenn alle immer noch so begeistert waren, wenn wir sie wieder fragen, ob sie in die Kirche kommen. Traurig. Pater Bandurino, bitteschön. Immer ein G mehr. G. Angelbargo, bitte geh. Ciao zusammen. Tschüss zusammen, schönen Abend. Wir sind heute hier für Telebasel in Oden. Und hier findet eine grosse Wahlveranstaltung statt. Bei mir ist Roland Grüner. Roland, du kandidierst für das Amt als amerikanischer Präsident. Warum willst du Joe Biden ablösen? Das ist ganz einfach. Der ist jetzt 74 und wird jetzt auch in seinem Wohlverstand Ruhestand gehen. Und wir haben es gefunden und ich habe mich dann entschieden, jawohl, das machen wir. Wir schauen, was da weitergeht und das war's. Roland, dir ist es gelungen, in kürzester Zeit ein fantastisches und ein top-kompetentes Wahlkampfteam aufzustellen. Aber trotzdem, was qualifiziert dich als Präsident von Amerika? Also ich habe als 13-Jähriger bin ich Schüler, dort bin ich einem sehr grossen Dampf verpflichtet. Und dann nach der Lehre bin ich in die Innerschweiz gegangen, respektive ins Berner Oberland. Neuer in der Kirche, dann bin ich zurückgegangen, und habe das mitgemacht und dann habe ich meine Schüler besuchen. Wir können entwickeln, der hat mir Hans Schultes los, Universität. Und warum kandidierst du als US-Präsident ausgerechnet jetzt? Dann ist er Sitzung geworden, dann habe ich den Hans gefragt, was meinst du? Er hat gesagt, das ist mir, und er hat gesagt, ja, das ist aber schön, dass die weitermachen. Und das war jetzt noch ein neues Kapitel. Und ja, das war's. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Dr. Svetlana Podolska. Und ich unterrichte als Professorin an der Hochschule St. Gallen das Fach Klima und Umwelt. Gern möchte ich Ihnen noch rasch meinen heutigen Assistent, den Herrn Kaspar Kadoff, vorstellen.
Er tut mich ein bisschen unterstützen, muss noch ein bisschen rauf mit den Noten. Also, im Rahmen meiner Studie bin ich auf eine heisse Spur gestoßen. Ich habe herausgefunden, was der Auslöser von unserer Klimaerwärmung ist. Ich habe sozusagen herausgefunden, was hier passiert ist. Das ist ganz einfach. Ich kann es Ihnen sagen. Es ist die Guggenfasnacht. In Kombination mit dem Flatulenzverhalten der aktiven Fasnächtler. Für die es nicht wissen, Flatulenz ist der wissenschaftlich korrekte Ausdruck für Furz. Um was geht's? Aufgrund meiner jahrelangen Forschung habe ich herausgefunden, dass der Konsum von einem Bier 2 Bierflatulenzen auslösen tut. Mit der Zeit habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Es sind sogar 3. Aber was man auch noch beachten muss, ist, beim Konsum von mehreren Bier gibt es dann ein exponentielles Wachstum. Das muss berücksichtigt werden. Das heisst, wenn jetzt Sie in der Pause 2 Bier trinken, dann sind da nicht 3 Flatulenzen mal... Nein, das ist wieder falsch, musst warten. Nein, das glaube ich nicht. Der falsch. Nein, das ist also nicht 3 Flatulenzen mal 2 Bier. Nein, sondern eben exponentiell, also 3 hoch 2. Also, eine Person mal 3 Flatulenzen hoch 2 Bier. Oder in der Formel... Jetzt? Ja. P mal Flat hoch Bier. Da gibt es 9 Flatulenzen. Und zwar nur bei Ihnen, bei 2 Bier. Jetzt rechnen Sie da einmal mit einem Schweizer und einem Männchen aus. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, an der Ettinger Fasnacht gibt es total 32 Formationen mit rund 200 aktiven Fasnächtlern. Ziehe wir noch Kinderli weg, dann sind wir bei 170 erwachsenen aktiven Fasnächtlern. Ich mache Ihnen jetzt mal folgende Rechnung. Nur für den Fasnachtssonntag. Fangen wir an bei der Guggenmusik. Das sind 12 Mitgliederinnen. Ja gut, die trinken ja praktisch nichts. Sagen wir mal 4 Kamillentee, ein Glas warm Wasser, 3 Sirüppli und also gut, sagen wir mal ein halb Bier pro Ettiger Guggenmusikerin pro Abend. Oder eben andersrum gesagt, da gibt es 6 Bier, also 6 mal 3, nein, immer wieder das Gleiche. Ja, weiter eben mit dem Zeug, nein. Jetzt muss ich noch mal rechnen. Gut, mein Assistent ist nicht gut. Hast du gemerkt. Ah, jetzt sehen Sie es. Also, Jetzt so geht die Note nicht rauf. Entschuldigung. 6 mal 3 hoch 0,5. Das gibt dann also rund 10 Flatulenzen. Einverstanden? Machen wir weiter mit der Schnitzelbank. 7 Stück gibt es im Dorf, beide Jahrgänge einberechnet. Machen wir im Durchschnitt 4 Personen. Ja gut, die trinken ja vor allem Weissen und Schnaps oder Coquipeng. Aber sagen wir trotzdem mal 4 Bier pro Abend pro Schnitzelbänkler. Also 28 Schnitzelbänkler mal 4 Bier. Mal 3, hoch 4 Bier, excuse. Da gibt dann also 2268 Flatulenzen. Und dann einem Abend. Oh, habe ich ganz vergessen, hier den Präsidentschaftskandidaten, Herr Brun. Der macht ja noch mit beim Schüffeli und Beseli. Rundet noch mal auf 5000, hä? So, jetzt kommen wir zu den Wegen. 15 Wege, auch durchschnittlich 4 erwachsene Personen gibt 60 Personen. Die trinken mindestens 5 Bier an einem Abend. Ja, neben all dem anderen. Gibt also 60 mal 3
hoch 5. Und da gibt es 14.580 Flatulenzen. Einverstanden? Ich rekapituliere, also ich tue zusammenfassen. Die Wegeler mit rund 15.000 Flatulenzen. Die Schnitzelbänkler mit 5.000 und die Gucke mit 10. Bei einem durchschnittlichen Volumen von 300 Milliliter Gas pro Flatulenz gibt es insgesamt 6.003 Liter Flatulenz. Und das nur am Fasnachtssonntag. Und so eine Flatulenz besteht aus 65% Stickstoff, 20% Wasserstoff, 10% Kohlendioxid und 3% Methan. Da hat es noch ein bisschen Schwefelwasserstoff und ein bisschen Sauerstoff drin. Und andere Zeug. Oder eben andersrum gesagt, Totalmenge von 6.000 Liter Flatulenz entspricht 720 Kilogramm CO2. Das sagt man, Kühe sind die Schuld am Klimawandel. Und dann nur an einem von diesen tollen Fasnachtstagen hier zu sättigen. In der Stadt haben sie wenigstens nur 3 davon. Aber nein, das Sättigen fängt man am schmutzigen Donnerstag an und zieht durch bis am Mittwoch. Das sind dann 6 Tage Dauerflatulenz. Da ist ja der VW-Dieselskandal direkt Wellness dagegen. Sie sehen, es müssen also dringend Massnahmen ergriffen werden. Darum lanciere ich heute und hier eine Initiative, dass die Ettiger Fasnächtler ein Flatulenzabgabe zahlen müssen. Das neue Komitee hat ja alles im Griff. Also, der Moiri. Die führen die Statistik und wissen ganz genau, wer, wenn, wo ist. So könnte das Komitee doch gerade bei der Anmeldung von so einer Gruppe eigentlich eine Flatulenzabgabe berechnen. Da wäre etwas, weil ich muss Ihnen noch folgende Szene ein bisschen näher bringen. Es wäre nämlich traurig. Stellen Sie sich einmal vor, so eine herzige, ettige Familie, die am Fasnachtssonntag den Umzug schauen möchte, stehen am Strassenrand. Die Mami, der Papi, der kleine Mustafa ist als Wackis verkleidet. Und Aische im Wägeli hat ein Marienkäferli-Kostüm an. Und dann fährt so ein Wagen durch. Und die herzige, ettige Bürgerfamilie steht im Flatulenzwindschatten von diesen Wegener. Darum sind sie immer auf diesen Wegen, damit sie sagen können, wir dürfen halt fahren lassen. Ist nicht lustig? Ich sage Ihnen nochmal, es müssen wirklich dringend Massnahmen ergriffen werden. Also ich lanciere die Initiative heute und hier, dass die Ettiger Fasnächtler eine Flatulenzschür zahlen müssen. Also, das Komitee kommt eine Gruppe, zahlen. Ganz einfach. Also, das Komitee stellt dem Fasnächtler die Flatulenzsteuer in Rechnung. Gerade verschrocken. Ja, du musst ja nichts zahlen. Ja. Du denkst ja nur immer anders. Ja. Ui. Ja. Ist gegangen? Ja. Danke. Das haben sie mich ganz konfus gemacht. Entschuldigung. Also, fangen wir mal an. Also gut, würde das am aktiven Fasnächtler in Rechnung stellen. Und wenn gezahlt ist, bekommt der Fasnächtler ein Zertifikat. Da muss man dann ganz gross sichtbar auf sein Kostüm kleben. Und dann dürfen Fasnacht machen. Wer nicht zahlt, bekommt eine Anzeige vom Lindisoft. So.
Aus dem Erlös von dieser sogenannten Flattersteuer will man dann grosse Ventilatoren im Dorf aufstellen, wo die giftigen Gase so rasch wie möglich Richtung der Wildtreibung. Da kann man ja nicht dagegen sein. Einverstanden? Also, in der Pause liegen Unterschriftsbögen zugunsten von einer Flatulenzsteuer auf. Machen Sie bitte mit und unterschreiben Sie, bitte unterschreiben Sie zugunsten von unserem Klima, bitte unterschreiben Sie zugunsten von unserer Umwelt. Danke. Eine Flatulenzsteuer. Was ist auch das jetzt wieder für ein Furz? Nein, das könnt ihr mit euren solchen Fasnächteln nicht machen. Nein, das sicher wieder auf dem Graben sind Mist gewachsen. Nachdem ich eine Beize durchgemacht, da hab ich ihn getroffen vor dem Pöpelhaus. Er sagt mir Ciao und gibt mir gerade einen Kuss. Auf dem Bänkli vor dem leeren Pöp sagt er zu mir, hey, los, ich will dir sagen, wir sind um ein Angel. Als wär's ein Film, vergessen ich's nie. Papi Pan, hab ich denn zu viel gehabt? Hab wirklich gemeint, es sei ein schöner Mann. Papi Pan, stopp
ist ja. Hä? Oh, ja, sag nicht du. Ich bin schon einmal vom Zuschauen fix und fertig. Gestern hat mich da so eine Hausfrau zusammengeschissen, dass sie da durchgelaufen ist. Oh, wegen was denn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiss auch nicht, was die alles gegen uns Zwerghöfler haben. Wir machen ja nichts. Du! Das haben sie das Oktoberfest zu München auch noch abgesagt. Also die Einzigen, die ja dort Lederhosen anhaben, sind die Hells Angels. Du, habe ich schon erzählt, dass der Jean-Claude in die Ferien ist? Nein. Erzähl. Jean-Claude ist in die Ferien. Guten Tag, die Herren. Hätten Sie die Güte, mir den Weg zum Kloster Marienstein zu zeigen? Was will der? Hä? Was er will? Ah, ja. Herzlich willkommen im schönen Ettingen. Hä? Wo wollen Sie denn ahnen? Nee, nicht mit meinen Namen. Ich möchte zum Kloster Marienstein. Ja, mit dem Velo. Wie bitte? Wollen Sie mit dem Velo ins Kloster? Ich bin allein, ich kenne keinen, der Velo heißt. Ja, allein mein Kollege meint, ob Sie echt mit dem Fahrrad ins Kloster gehen wollen. Nicht gehen, ich möchte fahren mit dem Fahrrad. Deshalb heißt es ja Fahrrad. Ah, jetzt komme ich draus. Sie wollen also mit dem Velo ins Kloster gehen. Ja, so kann man das auch sagen. Übrigens, können Sie ja froh sein, haben Sie noch ein Velo? Darf man das verstehen? Ja, hier in Ettingen, da werden die Velos in letzter Zeit ordentlich geklaut. Ja, genau. Und am besten funktioniert der Veloklau, wenn noch Glasse im Tiefkühler ist. Aber nur Schokoglasse. Ich glaube, Vanilleglasse haben die Diebe nicht so gerne. Ja, genau. Da müssen Sie mal den Moller Pauli fragen. Ich kann Ihnen so auf die Schnelle nicht folgen. Könnten Sie mir den Weg zum Kloster beschreiben? Ja, das kann ich. Sie gehen da hoch und beim Rotlicht links. Rotlicht, liebe Freunde, ich will nicht in den Puff. Nein, Puff haben wir nicht, dafür sind wir ja hier. Wir räumen ja hier auf. Ja. Verstehe ich nicht. Könnten Sie Hochdeutsch sprechen? Was, ich kann nicht noch höher sprechen. Oh, jetzt ist sowieso 10 Uhr, jetzt haben wir Pause. Komm, jetzt gehen wir in die Beizeits ziehen, dann kannst du gerade mitkommen. Stehe zwar noch Bahnhof, aber ich komme gerne mit. Nein, im Bahnhof sind wir schon gut zu 9 Uhr. Nein. Hey, jetzt gehen wir in eine andere Beiz, da können wir uns hinhocken und ein bisschen schwatzen. Oh, aber nicht zum Jäger. Dort sind wir am 8 Uhr schon das Morgenessen. Ja, das stimmt.
Salut miteinander. Merci. Hallo zusammen. Gut. Die Schweizer, die haben schon eine versaute Sprache. In jeder Tür steht stoßen. Und ja, wir Deutschen sind auch nicht viel besser. Bei uns steht drücken. Können wir bestellen da? Frau Kellnerin, können wir bestellen? Ich bin keine Kellnerin. Ich bin eine Serviertochter. Serviertochter? Du, die ist doch mindestens schon 80. Das ist doch keine Tochter mehr. Wenn das eine Serviertochter ist, wie sagt ihr dem Mann, der das Essen bringt? Warmer Bruder? Was darf sie? Nehmen wir Cappuccino. Ich Kaffee Creme mit 2 Rämchen. Mehr Kaffee. Für mich ein Radler. Was? Für mich ein Bier. Also Cappuccino, 2 Kaffee und Sie bekommen eine Stange. Wie bitte? Das geht Sie gar nichts an. Als du hierher geraten bist, hattest du da viel Verkehr? Ich denke, das kann nicht mehr schlimmer werden. Ah, ihr Schwoben, ihr legt ja auch jedes Wort auf die Goldwaage. Sag mal, wie nennt ihr politisch korrekt da diese Ständerlampe? Ist das eine Genitalbeleuchtung oder was? Also weißt du, bist ein lustiges Kerlchen, du. Hey, weißt du was? Bleib doch heute nett hin. Und dann gehen wir heute Abend zusammen in den Ausgang. Oh. In den Ausgang? Ja. Das sagen bei uns nur die Leute, die im Knast sind. Hey, nein, das wird lustig, weißt du. Heute Abend stuhlen wir im ganzen Dorf heraus. Habt ihr kein Klo? Habt ihr kein Klo? Hä? Was hast du gesagt? Habt ihr kein Klo? Bei schönem Wetter wird bei uns im Freien gestuhlt. Das ist toll. Frau Kellnerin, wir haben Durst. Ja, Sie müssen schnell warten. Schnell warten. Kann man in der Schweiz etwa langsam warten? Da braucht man beim schnellen Warten etwa mehr Kalorien. Komm, lass das. Komm, lass, wir machen es selber. Dankeschön. Sag mal, wie findest du die Schweiz bis jetzt? Also was ich an den Schweizern wirklich mag, ist ihre Höflichkeit. Warum sind die eigentlich immer alle so höflich? Ja, weißt du, die Schweiz ist so klein. Das Arschloch von heute, das kann morgen schon dein Chef sein. Das musst du mir jetzt ganz genau erzählen. Das Arschloch von heute, das kann morgen schon dein Chef sein. Was ich auch lustig finde, sind die Vornamen eurer Kinder. Hä? Wie meinst du jetzt das? Ja, viele Schweizer Jungs heißen Silo. Silo? Noch nie gehört. Doch, doch, heute Morgen auf dem Spielplatz, da habe ich es genau gehört. Da hört man immer, Silo, das ist nicht deine Schaufel. Gestern hießen alle noch Heiko. Heiko, Peter, Heiko. Ihr Glas ist leer. Möchten Sie noch eines? Was soll ich denn mit 2 leeren Gläsern? Hört mal, ich möchte ja zu diesem Kloster. Ja. Wie ist das nun mit der Wegbeschreibung? Ganz einfach. Der Dufen. Ach so. Ich muss erstmal aufs Klo. Du, Hä? das ist aber ein komischer Typ, hä? Hey, nein, das ist einer von den guten Deutschen, hey. Nein, was? Wieso? Ja, der geht gleich wieder zurück. Ja, aber zu langsam, hast du ja gesehen, der ist ja nur mit dem Velo da.
ist anders. Kannst fort oder bleibst daheim. Egal wo du bist, es begleitet dich immer. Unsere Welt sieht anders aus. Sie ist nicht mehr das Gleiche, das merken alle. Und doch kommst nicht ganz draus. Weisst nicht genau, was darfst, was sollst nicht. Sie ist halt noch immer da. Weisst nicht genau, wie es morgen aussieht. Lernst langsam damit umzugehen. Weisst genau, musst etwas machen. Die Situation, die willst du nicht. Drum versuchst, den Alltag zu leben, als wär doch alles klar. Ganz viel Gutes gibt's doch auch zu berichten. Man hilft so gut wie es geht. Und dann kannst viel schöne Geschichten mit man Blick zusammensteht. Man nimmt sich Zeit für andere Menschen und man schaut mehr aufeinander. Sie ist nicht mehr das Gleiche, wie es früher noch war. Man ist da Im bescheidenen, romantischen Dörfli Ettigen gibt es einen Verein mit einer grossen Herausforderung. Die Band Kuckuck Ettigen hat Nachwuchsprobleme und ist auf der Suche nach neuen Spähnchen. Grüezi, mein Name ist Baski von der Kuckuck Stimmungsfabrik Ettigen im Herz vom Leimertal. Wir fabrizieren Kuckuckmusik und Fasnachtsstimmung in Top-Qualität für alle. Da kannst du dich normalerweise von der Qualität von unserer Musik überzeugen und zuhören, wie ein neues Stückchen entsteht. Da kannst du uns an der Fasnacht trotz Corona besuchen, schauen, was wir für Kostüm machen und ein bisschen Fasnachtsluft schnuppern. Da werden die dort Instrumente von unseren Neumitgliedern entstehen. Wir uns nicht dabei sein. Für 500 Franken gibt es bei uns ein einsames und prozentiges Fasnachtserlebnis mit günstigen Kostüm bis zum Beispiel. Und auch rundherum haben wir einen Haufen lässige Anlässe und super Stimmung. Wir freuen uns auf einen Besuch mit der Kuckuck Stimmungsfabrik Ettigen im Herz von Leimertal. Tele Basel hat recherchiert und wir haben herausgefunden, dass die kreative Werbebotschaft tatsächlich funktioniert. Denn von überall her strömen Guckenmusiker jetzt nach Ettigen.
Guten Abend zusammen. Wir sind Chaos-Spidole. Das passt schon. Eine riesen Blockade, die ganze Welt steht still. Rohstoffpreise steigen, Lieferengpass wirklich schrill. Die Rede ist nicht vom Evergreen, wo der Suezkanal blockiert. Nein, es ist der Braun mit dem Sousaphon, der durch Kettingen marschiert. Funktioniert es, Doktor? Ja. Red Bull, Raiffeisen, Swisscom, Stöckli und noch mehr. Audi, Helvetia, Brack.ch und Kaffee. Auf Vomaltine, Rivella, natürlich BWT. Das ist das Einzige, was ich beim Skifahrer-Interview noch sehe. Pepsi, Silberrücken und viele andere auch. Hocken in der Kälte vor der Beiz, Respekt, wir sagen wow. Schöne Zeit zum in der Beize sein, doch es ist zum Greinen. Leider dürfen die jetzt alle wieder rein. Ich fange an. Jawohl. Die Krise trifft unsere Wirtschaft ziemlich hart. Plötzlich dürfen wir nicht mehr raus, die Maske steht parat. Ja, doch einer, der sieht, das gar nicht scheitert. Ja, der Mola Pauli macht als Pizzaiolo Pauli weiter. Hinten ein bisschen kürzer und oben nicht so fest. Ja, die Spitze hellblond färben und der Rest einfach ein bisschen Mesh. Top aussehen und heben muss die Friese 90 Minuten. Sodass man hoffentlich nicht merkt, dass sie eigentlich nicht shooten können. Es geht nicht um einen Werkhof. Ein grosses Thema, der Umbau vom alten Werkhofsplatz. Neue Wohngebäude, Restaurant und auch noch ein Spielplatz. Ja, geplant ist auch eine Alterswohnung, die dort entstehen soll. So wie sie schaffen, nehmen wir an, wird dort der Gemeinderat reingehen. Danke. Schönen Abend zusammen. Salut miteinander!
Da bin ich wieder, euren Äppli. Habt ihr mich vermisst? Hey jo, wow, es ist so schön, endlich wieder vor Publikum dürfen zu spielen. Und alles nur wegen mir. Spätzle? Jo? Jo? Jo, ich pressiere. Jo, ja, ich komm grad heim. Ja, pressiere. Komm grad heim. So, von was haben wir es gehabt? Ah, von mir, von eurem Wappi. Wow, es ist endlich wieder schön, Publikum zu haben. Ich bin schon richtig aufgeregt. Apropos aufgeregt. Wo sind eigentlich meine Pillen? Meine Tranquilizer? Ah. Ja, Spätzle? Jo, los, ich bin gerade an einem Gig mit Tausenden von Leuten. Jo, ich pressiere. Jo, ich komme ja gerade. Ja, ich pressiere, hä? Ich Schätzeli, ich sag's euch, ich habe ja eben noch Kochwäsche. Aber zuerst genieße ich das Bad in der Menge mit all meinen Fans. Und nachher gehe ich heim. Und daheim, dann sag ich euch, dann heisst's Säule, Tüg und Hütte dran, tralalala, tralalala. Hey, bin ich nervös, ich muss gleich nochmal eine Pille nehmen. Jo, aber gell, seit Monaten habe ich keine Auftritte mehr gehabt. Und heute, ausgerechnet heute, mit dem heiß geliebten Guckerzeitli, wo all die Leute da sind wegen mir. Da darfst du mal ein bisschen nervös sein. Gell, hörst du Sticken? Ja, Spätzle? Jo, ich weiss, ich habe noch Kochwäsche. Jo, Scheissepapier habe ich auch gekauft, jo, komm grad heim. Sehen die eigentlich da meine Schminke aus? Sehen die eigentlich gut aus? Oder muss ich da ein bisschen Puder haben? Gut, ja, ein bisschen viel Falten im Gesicht. Gut, mein ganzes Gesicht besteht eigentlich aus Falten. Ich merk's, wenn ich den Hut anlege, ich muss richtig draufschrauben. Aber eben, wie gesagt, ich bin nervös, ich muss eben morgen in die Stadt. Ja, das ist ein Problem mit der AV. Aber ich gehe nicht mit dem Auto, nein, ich gehe mit dem Tramli. Weil nachher kann ich auf die Fähre und dann sehe ich endlich meinen Freund wieder da. Fährima, wo das Schiffli steuern kann. Ja, nein, hörst du, den kannst du jetzt aber nicht bringen. Ich stand jetzt da, es ist scheibenglatt, die Freude die ist extrem. Mein alter Hai setzt mich schachmatt und das ist mein Problem. Ich weiss bald nicht mehr, was ich soll machen, die Zeit wird langsam knapp. Soll ich brüllen oder lachen? Ich glaube, ich hau jetzt ab. Ja, nein, hörst, ich ha noch Kochwäsche, mich halt die Stress, hörst. Ja, nein, hörst, da liegt nicht drinnen, die alte Spinne. Ja, nein, hörst. Walter, jetzt kommst du sofort heiß, ist geklopft. Schneller. Äppli, du kommst inte dran, så det skulle vara mitt och sandra. Äppli,
Kanarische. Ich bin kein Vogel, es reicht, dass du einen hast. Kanarische. Kanarienvogel gibt's nicht, fertig Pasta. Oh, nicht ein Vogel, eine Insel. Wir reden hier gerade von unseren nächsten Ferien. Wir? Bis jetzt redest nur du. Dann könntest du mir ja auch mal mit dem Ferienplan helfen. Das geht nicht. Ich kann ja eh nichts sagen. Du sagst, wo wir hingehen, mein Chef sagt mir, wann wir gehen und die Bank sagt mir, wie lange wir gehen. Dann sag halt auch mal deine Meinung. Ich meine, wo wollen wir diesen Sommer hin? Möchtest du dich denn nicht auch erholen? Doch will ich schon. Aber du lässt mich ja nicht allein verreisen. Nein. Ich lasse dich dann allein verreisen, wenn du garantierst, dass du nicht mehr zurückkommst. Also gut. Gehen wir zum Beispiel nach Südengland. Oh, das gefällt mir. Die Landschaft dort macht mich immer ganz sprachlos. Gut, dann bleiben doch dort gerade der Rest vom Leben. Du bist schon wieder so gemein zu mir. Jetzt mach mir doch mal ein Kompliment. Ein Kompliment, okay. Du hast einen fantastischen Ja. Ehemann. Nein, wirklich. Was gefällt dir besser an mir? Mein wunderschöner Körper oder meine überragende Intelligenz? Die sind für Humor. Also, gehen wir jetzt auf die Kanarischen. Und wenn wir hier bleiben und in den Rebstock gehen dinieren? Erstens, den Rebstock gibt es nicht mehr. Und zweitens habe ich nicht gerne Nieren. Schau hier, Schwinzerat von Ägypten, das wäre doch etwas. Ja, da würde ich dich auch noch sehen. Nee, wieso? Eine Mumie mehr oder weniger. Haha. Weißt du, was das Schönste ist an den arabischen Ländern? Dort haben die Frauen wenigstens einen Schleier vor dem Gesicht. Könnte doch nach Djerba. Wie kommst du auf Djerba? Mit dem Flogi. Wieso Djerba? Das passt zu mir. Da liegt die Wüste ja gerade nebendran. Und was ist mit Hawaii? Hey, weißt du, könntest du ein bisschen mehr schwimmen und schnorcheln. Gibt's denn da keine gefährlichen Quallen oder Segel? Doch, aber die sind alle schon von den Haien gefressen worden. Doch, ins Meer passest du rein. Aha, wieso das? Fisch haben auch Schuppen. Du, los. Ich habe eine gute Idee. Wir hängen eine Weltkarte auf und dann schiesse ich ein Pfeil. Und dort, wo der Pfeil landet, dort gehen wir dann in die Ferien. Hä? Meinst du eigentlich, ich will meine Ferien 2 Wochen lang hinter dem Schlafzimmerkasten verbringen? Oder noch schlimmer, das Darwil. Und was ist, wenn wir einfach den Ettiger Wald ein bisschen geniessen? Das ist eine tolle Idee. Ich gehe 2 Wochen lang in die Waldhütte und du zum Streit bis im neuen Waldfriedhof. Nein, im Ernst jetzt. Weisst du, wie romantisch Ferien in den Bergen? Edelweiss, sanfte Bergmatte, das Echo. Hey, jo! Damit ich mir alles, was du erzählst, 2-mal anhören muss. Doch, Bergwanderferien. Zum Beispiel im Berner Oberland. Berner Oberland. Das interessiert dich doch nur, weil sie dort den Berg nach dir benannt haben. Ah! Du meinst die Jungfrau? Nein, das ist schrecklich. Nein, ich will ans Meer fahren. Also gut, gehen wir wieder nach Rimini. Aber nur ins Hotel Excelsior. Ins Excelsior? Geht's noch? Ja, und dann? Das sind wir letztes Jahr schon gesehen. Weisst du nicht mehr? Also, alles grusig und das Hotelpersonal war hässig gewesen und die Betten sind nie gemacht und schmuddelig und das Essen war grusig gewesen. Eben, dort fühle ich mich halt wieder heim.
Alle zusammen. Geht es euch auch so? Manchmal kommt dir irgendetwas einfach nicht mehr in den Sinn. Und dann hirnst und denkst, ich glaube, ich spinne. Genau so ist es mir gegangen gestern oben im Bett. Ich habe nicht mehr gewusst, wenn das letzte Mal das Guckenzeitchen stattgefunden hat. Ein Basler Beizer hat eine Idee gehabt, wie man so ein Virus vernichten könnte, ganz bequem. Einfach einen infizierten Gegenstand in den Backofen schieben, bei 100 Grad, das löst das Problem. Ja, denn das probiert mit der Schwiegermutter. Das hat nicht funktioniert, ich habe das nicht verstanden. Es ist mit dem genau gleich hässigen Stein wieder zum Ofen raus. Ja, nicht dran wie ein alter Freund getroffen. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da haben wir uns prächtig unterhalten über die Farbe vom Schnee. Ja, und wenn man sich jetzt nicht umarmen, haben wir uns nur berührt mit der Faust. Aber als Zeichen von der Verbundenheit haben wir dann noch Gesichtsmasken getauscht. Trotz Abstimmung, ich bin jetzt doch kantonaler Primatenbeauftragter. Oh, hat ihr Freude, sorry. Ich setze mich für die Tiere ein und übernehme die Verantwortung, die volle. Es hat mir der grosse Rot zusätzlich, ich habe es gerade gestern den Affen erzählt, auch noch gerade die BVB-Verwaltung unterstellt. Hey, wisst ihr, wer die 16 ist? Wenn wir auf Riechen kommen, kennst du sie gerade. Oder die 10 aus dem Leimental oder die 8 aus dem Neubad. Von der 2 aus dem Egelsee, von der willst du nicht wählen. Ich tue da auch nur gendergerecht ein paar Dranglinien aufzählen. Frau Thüring sagt zu der Frau Schaub, du hörst mal Hili. Bis Frau Brogmann und Frau Stöckli etwas schnallen, geht es halt an einer Weile. Die zwei haben noch nicht begriffen, als sie ab dem Jahr 2024 sozusagen auf Leisungen holen, wenn auf der will für einen Schinken, um ihre Post zu holen. Ich habe hier eine Studie gelesen und mich beelendet das Ganze. Gewalttätige Frauen gehen ihren Männern mit dem Staubsaugerrohr verranzen. Ich finde das zwar tragisch, aber mich berührt es nicht. Nein, mir kommt es zu nutzen. Weil bei uns daheim bin ich der, der muss Staubsaugen lassen.
sich, aber meine finanzielle Situation lässt mich schwer schnaufen. Ja, und man sagt ja, vielleicht geht die Nationalbank mit den Zinsen doch noch rauf. Es wollen die einen antizyklischen Kapitalpuffer einführen. Keine Ahnung, was das ist, aber es macht mich Buff. Denn ich bringe auch weiterhin, wenn mein Partner der Zyklus hat, mein Kapital ins Buff. Der Yusuf sagt zum Ali, ey Mann, weisst, Jahr 2050 geht voll krasses Jahr, Alter. Ey, weisst du, nur noch mit Elektroauto, ey Mann, ich kann meine aufgemotzte BMW nicht behalten. Ey, weisst du, Mann, wenn ich jetzt auf Gas drücke, Bro, ey Alter, dann macht meine beide Auspuff voll geilen Ton. Aber mit Elektrowagen, Mann, ey, voll Scheiße, Alter, macht keinen Ton, macht nur Zzzz. An der Uni Basel soll es für doktorierende Elternteile einen Kinderbetreuungsservice geben. Und auch die weiterforschen, also Postdoktorierende, sollen können den Service in Anspruch nehmen. Es liegt noch fern, die Karriere der postdoktorierenden Eltern zu gefährden. Im Gegenteil, ich habe nicht einmal gewusst, dass du auf der Post kannst Doktor werden. Nach dem Lockdown hat so ein Möchtegern-Chef eine Speech durchgeführt. Er hat an Commitment und Business Interest appelliert. Er hat gesagt, die Roadmap für Approach und Advertising steht. Wir gehen all in one. Das Factsheet für Customer Retention auch. Hey guys, have fun. Für Distribution in-house, gebt euch im Gusti eine Message, der kennt das Handling genau. Für Screening braucht es Brand Experience und Life Balance, da macht denn das eine Frau. Wenn ihr für Process Recap ins Exit Mode einbindet, kann sich niemand beklagen. Hey, Guys sind Game Changer. Zeigen Hard Skills. Ihr wisst genau, was ich will sagen. Ich bin durch die Stadt flaniert, die freie Strasse ab, ganz allein, ohne Kollegen. Da kommt mir so etwa auf halber Höhe ein Bettler entgegen. Du, mir geben Geld, ich arm und keine Frau. So hat das Gespräch eingeläutet. Ich habe gesagt, kannst du wie Frau eine Woche haben, dann weisst du, was arm sein bedeutet. Meine Frau ist Vegetarierin, meine Tochter Veganerin, mein Sohn Frutarier. Meine Schwester laktosefrei, mein Bruder glutenfrei, der Schwager Ovo-Lacto-Vegetarier. Es ist ein riesen Theater bei uns daheim und nur ich und der Hund sind Fleischfresser, aber als einzige in der Familie gesund.
liebe die Graubünden. Ja, die Leute sind so sympathisch und sicher auch gute Christen. Jetzt hat man aber herausgefunden, dort oben wohnen ganz schlimme Rassisten. In den Ferien tönt das aber ganz unangenehm in meinen Ohren, wenn ein Bündner zu mir sagt, «Ey, ciao du, bis morgen.» Liebe Brüder und Schwestern, wir möchten gerne unseren Vortrag beenden mit einem Gebet. Tage unser, der du bist im Verwaltungsrat, geheiligt werde dein Rahmen. Deine Strategie wirke, so bei den Profis, wie auch hoffentlich im Nachwuchs. Unseren wöchentlichen Sieg gib uns heute und vergib uns unsere Motzereien, wie auch wir vergeben unserem Karle. Denn wir sind der 12. Mann im Joggeli in der Kurve mit Choreos für die Ewigkeit. Scheiß GC. Liebes Guckerzeitler-Publikum, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen Spass gehabt, ihr könnt die Lachmuskeln bewegen, wie es der Monsieur Berset am Anfang gesagt hat. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute oben hier angekommen seid ans Guckerzeitler 2022. Wenn ich sage «wir», dann sind das ganze Haufen Leute, die hier mitgemacht haben. Und bitte, wir nehmen die Zeit, um diesen Leuten auch richtig Dankeschön zu sagen. Wir fangen an mit einem wunderbaren Schauspielensemble mit Jonas Stöcklin. Fabienne Thüring. Dodoni Hunzigo. Sandra Gaspar. Und der Schilvi Gaspar. Wir haben eine wunderbare Guckerzeitli-Band. Am Schlagzeug der Philipp Hohl. Am Bass der Chris Passange. Gitarre und Backing Vocals der Heinz Flückiger.
Keyboard Niki Hübscher und Gitarre der Manny Meiritsch. Und natürlich unsere wunderbare, fantastische, unglaubliche Sängerin Fabienne Jäcki. Ganze Haufen Leute hinten dran für Technik zuständig. Der Cyril Bohrer, der Philipp Meyer und der Robin Agerder. Neben der Bühne, die zwei, die immer im Dunkeln das Zeugs hin und her schieben, der Rolli Wittmer und der René Wittmer. Dann hinter der Bühne, damit auch Kostüme alle sitzen, damit alles funktioniert, haben wir Dennis Tommen, Moni Wittmer und der Paul Thüring. Dann haben wir ein wunderbares, super schönes Bühnenbild. Und das ist gemalt worden und nicht nur das Bühnenbild, sondern auch unser Maskottchen dort hinten. Ich weiss nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt, der Gucker vom Guckerzeitli. Jetzt müsste der Scheinwerfer angehen. Jawohl. Das Ganze ist produziert worden von Andi Marzetti. Dann das ganze Guckerzeitli 2022 ist gefilmt worden und wird bereits in ein paar Tagen auf dem YouTube vorhanden sein. Ihr könnt das nochmal nachschauen. Und einen herzlichen Dank auch am neuen Kopf vom Guckerzeitli, am Tommy Agerder. Und dann haben wir natürlich ein wunderbares Service-Team. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ein riesen Dank an unser Team in der Küche und natürlich an unser Team in der Bar. Und falls ich jetzt irgendjemand vergessen habe, tut es mir wahnsinnig leid. Auch euch alle zusammen vielen Dank. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ganz speziell unseren Inspizient für die Finanzen zuständig und der Mann, der immer geschaut hat, dass wir genug Bier haben während der Probe, der Marc Hügi. Und dann ein ganz grosses Dankeschön an den Präsidenten vom Verein Guckerzeitli. Er hat vor 7 Jahren die Idee gehabt, so eine Guckerzeitli auf die Beine zu stellen. Er hat das 5 Jahre durchgezogen und wir haben jetzt das dürfen in neue Hände nehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was du gemacht hast, für Ettingen und für das Guckerzeitli. Walter Weppi Äppli. Das Restaurant ist noch weiter auf, die Bar ist noch weiter auf. Geniessen den wunderschönen oben, geniessen die Stimmung, haben es noch gut. Und bevor ihr rausgeht, tut bitte noch wirklich den Bogen, den Unterschriftsbogen unterschreiben für die Initiative von der Flatulenzsteuer. Und wenn ihr unten sind, schaut wirklich auf euer Velo, dass das nicht gestohlen worden ist. Wenn es so ist, habt ihr zu wenig Klasse im Tiefkühler gehabt. Und in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass ihr da gewesen sind. Macht's gut, schönen Abend, guten Heimweg. Bis nächstes Jahr wieder. Tschüss zusammen. Sa ba 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 ba.